Hallo. Ein Gläschen Sekt zum 100. Geburtstag. Alkoholfrei, doch Lygia Keinert fährt heute sowieso nicht mehr. Den Führerschein gab sie mit 93 ab und ihr Elektrogefährt ist den Winter über im Keller untergestellt. Gefeiert wird daheim und zum 100. kommt die Würzburger Bürgermeisterin. Ja, hallo. Barbara Keinert öffnet, sie wohnt mit ihrer Mutter unter einem Dach, kümmert sich um die 100-Jährige. Alles Gute zum Geburtstag. Dank. Ja, der hat Wasser unten drin. Sollen wir den Ihrer Tochter geben? Auch wenn viel Besuch anstrengt, Lygia Keinert freut sich über alle Gratulanten. Perfekt. Froh, Sie dass sind ich froh. da alle Leute hier habe. Na, das ist doch Die schön. wichtigsten. Die wichtigsten Leute sind da. Fällt mir alle. Die Kreativität ist der Grund fürs hohe Alter, vermutet Barbara Keinert. Meine Mutter, die hat viele Interessen gehabt. Die hat total gern geschneidert, Handarbeiten gemacht und vor allen Dingen hat sie sich immer selber gekocht. Also frisches Nahrungsmittel, sie hat keine Fertigprodukte gemacht. Noch Jugendbilder. Lygia Keinert blickt zufrieden auf 100 Jahre zurück. Es war nicht immer einfach. Als Kind hat sie im Zweiten Weltkrieg Leid und Armut erlebt. Viel größer als ich. Würzburg ist laut dem Statistischen Bundesamt die Stadt mit den meisten hochbetagten Menschen. 46 von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind mindestens 100 Jahre alt. Wir besuchen immer nur die 100-Jährigen. Also sonst wären es bei uns tatsächlich zu viele, weil ich habe das in den Kalender immer eingetragen. Wir haben manchmal Wochen, da haben wir 2, 3 Leute, die 102, 103, 104 werden. Und das würden wir gar nicht schaffen, alle Besuche zu absolvieren. Mit 104 Jahren ist Franz Matisek der älteste Würzburger. Täglich liest er die Zeitung und fand hier auch schon Gründe für die vielen Menschen über 100 Jahre in der Stadt. In der Zeitung hat er gestanden, dass Würzburg angeblich gute Luft hat, was nicht stimmt. Es stinkt manchmal grausig, dass das Essen gut ist und dass der Wein gut ist. Auf der anderen Seite sagen die Wissenschaftler, Wein ist auch schlecht. Man soll überhaupt nichts trinken. Ja, aber wir trinken trotzdem unser Schöppler. Das Einzige, was wehtut, sind die Knie und die Füße. Aber das steckt man wieder weg. Das sind keine ernstlichen Sachen, die man hat. Als Ingenieur hat Franz Matisek viel gebaut in Unterfranken. Die Arbeit war sein Lebenselixier. Wenn einer Freude am Beruf hat, das ist schon viel wert. Wenn einer früh um 8 Uhr zum Dienst geht und sagt schon, wenn es dann wieder 5 wäre, also das ist kein Leben. Kein erfülltes Leben, wenn man so sagen. Kaffee schwarz und eine Frau, mit der er seit 75 Jahren durch dick und dünn geht. Auch das hält fit. Wir sind ja dankbar, dass wir noch zusammen sein können. Seine Frau ist 94 Jahre alt. Auf sie kann er sich verlassen. Wichtig für den 104-Jährigen. Ja, also die Ehe, die ist nicht bloß Honig essen, da gibt es auch immer schlechte Tage, Auseinandersetzungen auch, das gehört alles dazu. Man muss sich halt immer wieder einigen und dann geht es. Ne? Man muss ja nicht gleich weglaufen. Ja. Erst seit ein paar Monaten leben die beiden im Würzburger Bürgerspital St. Joseph, ein Haus für betreutes Wohnen. 2 Zweier oben, ne? Lygia Keinert will möglichst lang daheim bleiben. Ein Schläfchen nach dem Geburtstagsbesuch und die 100-Jährige ist fit, will Kniffel spielen, so wie jeden Abend. Das ist das Full House, Mama. Sie gewinnt ganz schön oft. Sie hat meistens einen Kniffel und die große Straße und ich schaue zu. Und das Glück ist Lygia Keinert an ihrem Geburtstag besonders hold. So einen tollen Kniffel hat sie nicht alle Tage. Guck mal, jetzt hast du wieder einen Kniffel.